Voilà, wir hatten heute Mittag Regierungsrat, wo wir zwei Hauptpunkte hatten. Den nächsten als Navi von der Nationalen Ethikkommission zu Rapport zu den nächsten Phasen bei der Impfstrategie an den zweiten Punkt von den über Mesuren, die Grenze konzernieren vom Anreisen an den Grand Duché. Zum ersten Punkt Avis von der Kommission Nationale d'Ethik. Rappel, wir hatten ja eine erste Phase, die noch am Gang ist, wo wir angefangen haben, mit Personal aus den, also professionell de Santé in Globo zu impfen. Dann Personal von den Etablissements de Santé, das heißt auch an den Spitäler, an auch die an den Altersabpflegeheimen, an auch die Residenten aus den Altersabpflegeheimen, die auch am Gang geimpft zu gehen. Wir kommen los an den nächsten Wochen an eine Zweitphase. Die Zweitphase von der Strategie soll auch gemäß dem Avis von der Kommission Nationale d'Ethik dem Alter no gehen. Dem Alter no gehen, wir geben dafür die nächste Kategorie für die Leute reservieren, über 75 Jahre. Das Personen gehen über Postweh auch invitiert an dem Alter. Und das heißt, wir fangen mit den älteren Leuten an der Kategorie an, und gehen rauf bis 75 Jahre. Dodoniert an der Kategorie von der zweiten Phase gehören auch die Leute, die Personen, die hautement vulnerabel sind, das ist eine Qualifikation, die auch zurückbehalten ist durch die Kommission Nationale d'Ethik, wo zusammen auch Patienten, die wirklich Spezialtreatmente haben oder die wirklich ganz, ganz hohe Risiko sind, sollen nonobstant dem Alter, das heißt, egal welchen Alter sie auch haben, können geimpft gehen. Die Liste wird etabliert, nachdem das Santéminister auch das Komitee des Maladies infectieuses konsultiert hat und noch das Vorgespräch hat zwischen dem Komitee des Maladies infectieuses und zusammen mit Repräsentanten auch von den Doktoren. Das ist die zweite Phase. Die dritte Phase, die könnt, wenn ihr mehr Präzision noch hört, von Livraisons, mit Zertituden, mit den Quantitäten, da werden wir auch die können dann auch festhalten. Zu dem zweiten Punkt, den wir heute Morgen hatten, über Darreisen an Lützburger Land, werden ab dem 29. ab diesem Freitag neue Mesuren gelten, für ein Land ranzukommen. Und das zählt für Darreis mit Flieger. Das ist limitiert auf den Vol aérien. Es waren Diskussionen auch über den Verkehr per Auto oder auch per Zug, wo wir wissen, dass eine Kontrolle ganz, ganz schwierig auch ist. So wie wir auch Freitag annonciert hatten, haben wir Konsultationen auch mit Notbeschländern auch gehabt. Ab, wie gesagt, Freitag an der fängt Dürre von ganzen Februar, das heißt bis an Februar, werden als Kondition für Lützeburg zu kommen, einen obligatorischen Negativtest sind, ob der PCR oder Schnelltest, Antigentest ist, den eine maximale Dürre von 2,7 Stunden von, denn das Kondition für an den Flieger ran zu klammen, die muss auch dann präsentiert gehen. En Supplement ginnet auch für nicht-EU, das heißt außer Schengen, Anreisen durch beim Flieger kommen, durch nicht-EU-Länder, wird auch umfindel selber ein Rapidtest gemerkt, einen Antigentest, der noch supplementär ist. Wir werden auch die nächste Jof, die wisst, dass die Kommission auch angekündigt hat, dass es der dunkelrote Zone gibt definieren, die auch an der EU sind, die werden auch dabei kommen. Wir sind uns bewusst, dass auch an der EU an verschiedenen Situationen, am Moment an verschiedenen Plätzen, am Moment Situationen eng ist, die auch viel Ausstechungen hat. Da kann ich nicht ausschließen, dass auch EU-Zonen oder EU-Länder an den nächsten Tagen oder Wochen auch auf der Liste kommen, wo danach als Kondition supplementär Rapidtest ist, von den heute Lützeburg auch kennt. Wir werden da auf die Konklusionen von der Kommission, die auch mit der ECDC werden da die Punkte auch als präsentieren. Wie schon vorhin erklärt, als das, wenn jemand am Flieger ist, das heißt, Frontalien sind nicht konzerniert von den Tester, mehr fällt für
all Personen, die auf Lützeburg könnt, no enger Vakanz oder engem Séjour à l'étranger vu méi wie 72 Stunden an dat gilt für Resident oder nicht Resident. Das heißt für Leute, die hier wohnen, wäre aber auch so gut für Leute, die nicht hier wohnen, die wie gesagt aus dem Ausland kommen an mehr wie 72 Stunden auch am Ausland waren. Das Mesure, wie gesagt, zielen bis den 21. Februar an werden ab diesem Freitag auch in Kraft treten. Das sind die zwei Hauptpunkte, die wir heute am Ordre du Jour hatten vom Regierungsrat. Da gibt direkt der Gesundheitsminister weitergehen, für mehr an Detail können zu gehen. Ja, merci, das essentiell als eigentlich schon gesagt. Vielleicht vielleicht zu der Impfstrategie. Da sind wir heute einen Schritt weiter gekommen, für eine Visibilität auf die nächste Phase zu gehen. Ich gebe schlicht vielleicht rappellieren, worum es geht an der Lützeburger Impfstrategie. Es geht darum, für die Leute Möglichkeit für eine Impfung zu gehen, die größte Risiko haben, wirklich unter dieser Krankheit zu verschieden oder schwere Komplikationen zu machen. Das ist als Ziel, das zu evitieren an die Leute, die am meisten Risiko haben, am schnellsten durch den Schutz von der Impfung können an Sicherheit bringen. Hand an Hand, und da geht natürlich auch die Situation an unseren Spitälern, weil gerade das Leute, die eben riskieren, schwer krank zu gehen, die statistisch gesehen mehr große Risiko wie die anderen, das sind natürlich auch die eine Belastung für das Gesundheitssystem durchstellen. Und dafür also den doppelten Objektiv, die Doppelzielsetzung für sowohl sie selber prioritär zu schützen, wie auch dadurch natürlich dafür zu sorgen, dass wir als alle Guten als Spitäler so gut wie möglich können funktionieren und nicht überlaufen gehen. Dafür an der ersten Phase als Rappel wäre der Approche für rundum vulnerable Leute Cordon sanitär zu setzen. Das ist eine Impfung für die Leute, die am Gesundheits- und Pflegesektor selber schaffen, also rundum kranke Leute, rundum vulnerable Leute. Das gilt sowohl für die Spitäler wie auch außerhalb von den Spitälern, noch an der Réseau und Réseau de Soins. Das sind alles Professionen, die direkt unter Front sind, nach rundum Leute schaffen, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Und dann an der ersten Phase auch selbe Niveau die Residenten selber aus den Alters- und Pflegestrukturen, weil sie durch das Not zusammenleben und durch ihren Alter ganz besonders der Gefahr ausgesetzt sind, unter diesem Virus eben umgestartet zu gehen und dann noch Komplikationen zu machen. An der ersten Phase was das die Impfung auf verschiedene Art und Weise vorlebt, denke ich, ob das Fitte selber von den Spitälern, aber auch an den Centre de Vaccination, für das Personal, das außerhalb schafft, und auch an den Altersheimen geschwind auch für das Personal auf der Platz an den Sitten. An demselben Sinn hat auch die Kommission sich ausgelost, dass man an derselben Logik sollen weiterführen. Wenn man das weiter denkt, dann sind als nächstes als Eler Mattbürger unter Reihe, die wirklich dem Alter noch von oben da gibt es geschrieben gehen mit einer Limit von 75 Jahren, weil wir wissen und noch gesehen haben, dass das wirklich die Alterskategorie ist, die dem größten Risiko ausgesetzt ist. Daneben dann das wichtig, also doch die Meinung gewesen von der Ethikkommission für eine Parallelschiene abzumachen, die unabhängig ist vom Alter von den Leuten, wo es die hohe Vulnerabilität von den Leuten geht. Was bedeutet, dass die Leute, die am Anfang unabhängig von ihrem Alter durch ihre Gesundheit in einer Situation sind, wo sie ein ganz hohes Risiko haben, wenn sie diesen Virus kriegen. Da also selbstverständlich den Doktor, der wird gefragt sind, für das anzuschätzen, und das schon angeschwärzt geben. Wir haben auch da aufgrund eben von der heute Piste, die als Viergin an die akzeptiert haben, schon ein Avis ugefrot bei dem Conseil supérieur des maladies infectieuses, für die neidisch Viergaben zu gehen. Das ist wichtig, dass als Doktor und als Mediziner wissen, was da gemeint ist, eine Person, die eine hohe Vulnerabilität hat. Und an dem Sinn werden wir am Laufe der Woche auch wirklich können eine Richtlinie aufstellen von der Santé aus, die wir dann zusammen mit den Doktoren festsetzen und dann dem Moment die richtigen Konditionen schaffen, für das die Leute, wenn sie schon ihren Doktor wenden, dann auch dementsprechend ein Zertifikat kriegen, den das festhält.
Das ist für die zweite Phase von der Impfkampagne, wie gesagt, eler Leute angefangen mit den Ältesten bis zum Limit von 75, parallel dazu die als hautement vulnerable, also die wirklich durch ihren Gesundheitszustand einer besonderen Gefahr ausgesetzt sind. Wichtig, das wird nach einer Woche dauern, bis du die nötige Richtlinien Dosis für Doktoren tut, also kein Werde schon an den ersten Tag bei den Doktor zu gehen, für das Zertifikat zu freuen, aber da gibt es just für einen kleinen Stau bei den Doktoren sorgen. Sie haben auch nicht die Richtlinien, die kriegen sie von uns am Laufe der Woche. Aber wenn das bis steht, dann also doch der Moment, für dann mit seinem Doktor zu gucken, ob ihn die Konditionen erfüllt, für dann an die dote Kategorie von der Phase 2 zu fallen. Bestimmungen, das steht dann direkt in Zusammenhang mit der Gefahr, die am Moment ausgeht von neuen Variationen vom Coronavirus, die NRW sind. Die hört das alle gut noch international an der Presse, wir sind noch nicht ausgespurt, das hört dazu, dass man ganz besonders vorsichtig muss sein und einfach evitieren, dass zu viele Leute wirklich von außen rankommen, ohne getestet zu sind. Das ist ganz wichtig, dass man da einen Filter setzen. Dafür ist es der Wunsch, ganz schnell zu handeln an alle Pflichten, die zu Lützeburg rankommen, diese Konditionen zu erleben. Das ist schon gesagt ging. Also die Kondition für wirklich, wann in Aare ist, ob Lützeburg, egal von wo, da sind an den Flieger klemmt, ein Negativ-Testresultat braucht, das kann ein PCR-Test sein, kann auch ein Schnelltest sein. Das ist wichtig, dass man das kann vorweisen und da könnte eine Zusatzkondition dabei für Leute, die entweder direkt oder über den Transit aus einem Staat zurückkommen oder Plötzeburg, den außerhalb von der Europäischen Union leidet. Da könnte eine Zusatzkondition dabei, und zwar die, dass in dann umfinden nach muss einen Schnelltest machen. Den Test generell für Boarding, den darf nicht mehr wie 72 Stunden alt sein. Und es gibt auch eine Reihe Exzeptionen, für das Ganze nicht so viele kompliziert zu machen, gebe ich ob das wesentlichste Rufbrechen, dass so, dass von den Männer wie 72 Stunden am Ausland war, da spielen die Regeln nicht, also ganz kurzes Séjour, das gibt gehen, unter der Kondition, dass aber an der Europäischen Union war, nicht außerhalb. Als wie gesagt an die Zeitspanne von 72 Stunden, die spielt, wohin dann die Konditionen nicht müsste erfüllen. Dann sind auch davon ausgeholt Transporteuren, also das wären dann Crewen von den Fliegern, die nicht müssten die heute Konditionen erfüllen, und auch nicht Passagiere, die heute zu Lützeburg just am Transit wären, die just heute von Tischelande für weiter zu fliehen. Und dann haben wir auch noch eine Reihe Ausnahmen, die auch schon gibt für die Staff-Diplomatik, wenn sie hier für kurz am Landschutz sind, für eine Dauer von mehr wie 72 Stunden. Eine neue Ausnahme gibt es auch für Leute, die am Ausland wären, ans Rückfilter fliehen, die schon Covid gehabt hätten. Da ist mit einem Test nicht immer so einfach, für ein verlässliches Resultat zu haben. Da ist eine Alternative für gesehen. Das Leute können ein Zertifikat vorweisen, wenn sie an den Flieger klammen, den bestätigt, dass sie Covid schon hatten, dann noch ihren Isolement gemacht haben. In dem Moment brauchen sie keinen negativen Test zu machen. Das ist auch wichtig, weil es am Test nicht immer so abschlussreich ist, wenn ich just den Test gebe, frohen. Voilà, das ist zu den neuen Mesuren von Haut. Dann werden wir für frohen natürlich auch nach. Genowen Serge Kessler Radio 10,7 wat geschieht von den Passagieren refusiert Tester machen zu lassen. Wenn den Passagier den Test nicht vierweisen, dürfen einen Schnitt an den Flieger ran. Wenn das trotzdem soll geschehen oder gibt nicht wollen den Schnelltest machen, an dem Fall, wo das gefroht ist, gibt ein Quarantäne gesprochen, gehen an der Giffen zu Lützeburg eine Quarantänepflicht kriegen, die vom Direktor von der Santé gibt gesprochen, für eine Dauer von 14 Tagen, die natürlich abgehoben ist ab dem Moment, wo ein negativen Test kann vorgewiesen gehen. Wo können präzisieren, das gibt keine Krankenscheine. Das nicht in der Vakanz können an den Test refusiert, dann nach 2 Wochen Krankenschein kriegt. Das soll klar sein. Für gesagt, Madame Lehner, ein Zertifikat gibt als Ausnahme gilt für Leute, die schon Corona hatten, Covid hatten. Wo können Leute ein Zertifikat kriegen?
Die müssen sie dem Moment an dem Land, wo sie sind, bei einem Doktor aufrufen, den dadurch dementsprechend dann feststellt und ihnen das ausstellt. Für die dort neue Reesbestimmungen aus dem Gesetz nötig? Nee, das deels. Wir haben Basis aus dem Gesetz von 1980 von der Santé, die dem Direktor erlaubt, Ordonnancen zu holen während einer Pandemie. Da das hier bemäht gehen, justement für die Leute, die Lützebäuer sind oder EU-Bürger sind, dependant dazu fließt aber auch an das Reglement an, was man schon kennen von Juni an für Drittstaatler. Da sind dieselben Bestimmungen rumzufahren, aber die können nicht spielen für Leute aus dem eigenen Land, respektive für EU-Bürger, sodass man da die Werte von einer Ordonnance vom Direktor von der Santé machen. Fanny Kinsch vom RTL. Wie wissen Fluggesellschaften, welche Länder sie müssen kontrollieren, ob in den Test tut? Wie wissen sie, ob in Männer wie 72 Stunden an einem Land war? Du hast Schachtler prüft im Moment bei den Leuten. Ich meine, sie müssen doch schon die nächsten Dokumente können vorweisen, wenn sie hier rankommen an den Schengen-Raum. Für das klarzustellen. Das heißt, wenn ich am Auto zum Beispiel an Deutschland fährt, dann du den Flieger am zurückhält, dann muss ich, wie weiß ich das dann? Muss ich eine Attestation gehen lassen oder eine Deklaration machen. Ich meine, da muss man effektiv auch nach Präzisionen dazu gehen. Ich meine, das Ganze könnte auch Kraft ab den Freitag. Und da werden wir auch dafür sorgen, dass die nötigen FAQen online sind für die Leute, Richtlinien zu gehen, wie sie sich können am Detail anlegen. Und gibt da dann noch die Leute Richtlinien, wie sie sich an den anderen Ländern testen können lassen, weil das kann man mir vorstellen, dass das von Land zu Land nicht unbedingt selbst einfach ist, für so einen Test machen zu lassen. Nein, wir haben die Konditionen, die man stellen, für hier an das Land ranzukommen. Ich meine, da muss Schrittverein seine Präkautionen holen. Ich meine, wir sind in einer Zeit, wo da muss man rechnen, wenn reist, dass in oder den anderen Imprévu kommt. Ich meine, die Leute, die sitzen in der Quarantäne an Hotels, Orlonis. Das heute als auch so etwas, wo ihn eben ist oder wo ihn hier reist, muss ihn sich schon selber oder mit dem den Tresor organisiert auf Verbindung setzen, für dann dafür zu sorgen, dass ihn das hat. Wir haben auch keine Moyen für das in andere Länder. Oder so Quarantäne gehen von den Räumen können. Genau das. Dann wünsche ich eine Frage zu der Impfstrategie. Also diese Leute an der zweiten Phase gehen leider nur Alter geimpft, auch vulnerable Leute. Du nur fördert du weiter nur Alter oder gehen da noch vielleicht gezielt Gruppen geimpft? Weil ja auch die Forderung zum Beispiel von an der Education, dass die sollen prioritär geimpft werden, sind noch andere Gruppen, die sich Kind vorstellen. Das ist viel zufrieden. Wir wissen nicht, wie viele Impfungen wir wenig kriegen. Wenn Tele bist du sie, wenn Dose bist du sind, dann muss man es mit der Frau konzertieren. Am Moment wissen wir, wie viel wir da haben und wie wir dadurch können organisieren. Wenn mehr Livraison da sind, wenn mehr Exaktitude. Du hast mir die letzten 2 Wochen mitgeteilt gekriegt, dass Pfizer-BioNTech Männer liefert. Wir haben mitgeteilt gekriegt, dass Moderna Männer liefert. Und wir haben mitgeteilt gekriegt, dass AstraZeneca, die wir los sollen, Ende des Monats kriegen, Männer werden produzieren, wie viel gesehen hast. Für Lo können zu so, wie die nächsten Wochen am Ende ausgesehen, wir falsch aufgefragt. Wir sind uns bewusst, dass all Bürger Loger gefüssen wenig nicht geimpft. Wir sind der Strategie no-gang an ich kriege regelmäßig auch so Schema geschickt, wo man am Ranking nicht ganz fair sind, weil wir die 2 Dosis haben. Wir haben einen Rutsch von Ländern, die am Moment keine 2 Dosis mehr haben. Aber das Problem von den Lieferungen riskieren die, dass die 2 Dosis nicht kann en temps voulu richtig geimpft, also gebraucht gibt. Die Länder, die schon andere europäische Länder fragen, ob sie nicht können Impfungen von hinten kriegen. Mit TeleDepar wo bekannt, dass 2 Impfungen wären, mir 50% vom Stock gehalten, für die zweite Impfung auch können zu organisieren. Und dafür gehören wir nicht zum Peloton de Tête, wenn man alle Impfungen direkt benutzt hat, für die erste Injektion zu machen. Ursula von der Leyen sagt letzte Woche, dass wenn die 95% Effekazität von einer Impfung hat, muss an einem gewissen Delay auch die zweite Impfung können organisieren. Und das ist das, was wir festgehalten haben. Aber sobald wir mehr Dosen haben, sobald wir eine mehr sichere Prävisibilität haben, weil die haben wir auch am Moment nicht,
wenig wert, wieviel können, also sogar wenn nicht Engagement da gin. Di wisst du, dass du kontraktuell Engagement da gi von der Kommission mat der Produzenten, die am moment net agehalle gin, as onméiglech méi weit lo ze planen, wie lo dat wat man haut och festgehalen hunn bis 7 Schuer lo, also vun 100 sans Limit, die Netterstrukture sind bis 7 lo die nächst die geimpft gin. So wie die Livraison im Moment ausgeseit aus, dass die Impfung auch nach pur Wochen wird dauern. Bis dann hoffen wir auf jeden Fall mehr Certitude zu haben. Wir können eng Drittphase zu dezidieren. Mir Haut wird verfreit. An die Leute, die invitiert gehen die dann an denen Impfcenter geimpft, da war ja auch Propos für verschiedene Spitäler, dass sie Kinder noch andere Spitäler vulnerable Leute impfen. Da sind pur Möglichkeiten, jetzt sind wir am Gange noch mit den Spitälern zu gucken, dafür wir das auch wirklich die Reunionen auch zusammen mit den Doktoren, mit den Leuten vom Terrain, für eben in Funktion von der neuen Priorisierung, die da ist, unter anderem für die Leute, die höchst vulnerabel eben sind, für mit ihnen aufzuschätzen, was das einfachste als der effizientste ist, und was das noch sicherlich eine Piste, die wir werden das auch durchdiskutieren. Ein anderes Thema nach Deutschland hat angefangen, Antikörpermedikamente anzukaufen. Hat Lützeburg auch schon darüber nachgedacht? Meinen wir da doch? Nein, wir hatten heute noch eine Konzertation darüber. Wir sind der Meinung, dass das noch verfreit ist, dass noch keine Zulassung auch da von der Europäischen Medikamentenagenz. Insofern ist bei uns die Direktion von der Santé heute zur Konklusion kommt, dass das noch zufrieden ist. Wir wären das natürlich am Detail. Wir sind normalfall nicht an einer Position, wo wir heute für so eine Exception, eine spezielle Zulassung für Lützeburg. Wir werden Stand heute mit den Informationen, die als Fehlerien sicherlich noch auf eine Zulassung von der EMA oder einer neuen Erkenntnisse darunter immer so eine Decision geben wollen, noch vertreten noch. Okay, merci. Merci. Merci.